Heute machen wir eine feine Gemüselasagne. Was machen wir heute? Heute machen wir... Da kommt das, wird immer gefilmt, da weißt du, gell? Tipptopp. Fantastisch, oder? Super, ja. Heute machen wir eine feine Gemüselasagne. Patricia, zeig mal, warum haben wir welche Zutaten da und wie schmecken die? Ja, also wir brauchen für Lasagne schön Käse, je nachdem, welche du lieber hast. Heute haben wir Gruyère hier, verschiedene Gemüse für eine schöne Farbe. Wir machen eine Gemüselasagne, also verschiedene Hürbli haben wir da. Aubergine, Zucchetti, Peperoni. Wir haben frische Tomaten. Wenn das aber nicht vorhanden ist, weil keine Saison ist, haben wir auch noch Pelati. Ich stehe die Rahmsoße, das wird auch fein. Verschiedene Gemüse, Milch und Olivenöl. So, dann legen wir los mit Gemüse schneiden, oder? Das nehmen wir heute schön farbig, nehmen wir Hürbli, verschiedene Farben, wenn wir das hier schon haben. Wenn du nicht so viele verschiedene zu Hause hast, einfach Hürbli nehmen. Nehmen wir doch Aubergine, feine Zucchetti dazu und 2 verschiedene Peperonen. Wenn das nicht genug farbig ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Fangen wir mit dem Zwiebel an. Könnte jetzt die Profiköche sagen, man schneidet doch anders. Ich schneide so, wie ich mir die Finger nicht abschneide. Es funktioniert meistens. Möglichst ohne Weinen. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn man nicht dazu redet, weint man weniger. Aber jetzt redet doch mit dir. Vielleicht weine ich doch. Auch nicht schlimm. So. Es muss nicht perfekt geschnitten sein. Nachher sieht man das hier nicht. Aber wir schneiden so möglichst klein, dass die ganze Aroma auch aus dem Zwiebel, aus dem Hürbli rauskommen können und alles super fein schmecken. Haben wir noch die Stückchen da. So. Brauchen wir noch was für die Schale. Ich würde sagen, wir können auch schon anfangen, ein bisschen da vorzubereiten mit dem Olivenöl. Es kommt viel Gemüse hier rein, so dann darf man großzügig sein mit dem Olivenöl. Wenn man keine Olivenöl gerade daheim hat, kann man auch Sonnenblumenöl, kann man auch Rapsöl nehmen. Einfach Öl. Man kann auch mit Bratbutter machen. Da würde ich trotzdem ein bisschen Öl nehmen, damit es nicht so fest anbratet. Also nehmen wir da hier weg. Dann kannst du auch besser schauen und ich habe mehr Platz zum Arbeiten. Alles das schön vorbereiten. Kann man schon mal Böhle weg. Das ist auch individuell. Wenn du gerne mehr Böhle hast, einfach mehr Böhle nehmen. Oder? Ich finde, es kommt nachher noch viele andere Gemüse, dann lassen wir das noch. Die Aubergine braucht richtig lang, oder sagen wir von allen Gemüse hier, braucht sie am längsten, bis sie richtig schön das Aroma abgibt. Dann schneiden wir zuerst die Aubergine, auch möglichst die Finger ganz lassen. Und das ist wie gesagt vorher, je kleiner wir schneiden, desto schneller fertig wird. Man braucht aber länger zum Schneiden, da muss man ja einen Kompromiss gehen. Aber die Gemüse werden auch mehr Aroma abgeben, oder? Wenn ich größer schneide, dann sieht es nachher auch eventuell schöner aus. Wobei für eine Lasagne ist das nicht so relevant, nachher kommt hier alles gemischt in den Ofen. Mit schön viel Käse.
dann sieht man das nicht mehr so, wie die Schneidtechnik ist. Und weiter geht's mit Schneiden. Das Gute an dem Gericht ist auch, man kann auf einmal viel vorbereiten, kleine Portionen machen, tief frieren. Und wenn man mal wirklich keine Lust oder keine Zeit hat zum Kochen, kann man einfach aus dem Tiefkühlfach nehmen, kurz abtauen lassen und direkt in den Ofen. Also wir würden vor dem Backen natürlich einfrieren. Und dann hat man wirklich eine selbstgemachte, feine Lasagne quasi schnell auf dem Tisch, oder? Die Arbeit hat man vorher schon investiert. Ich lasse die Zwiebel gar nicht zu lang anbraten. Die Aubergine, wie gesagt, brauchen richtig lang. Dann kommen sie schon gleich da rein. So, jetzt kann ich auch alles nehmen. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste fast. Das kann man gut machen. Nicht so mit dem Messer, also mit dem Rücken von dem Messer. Macht ja bitte nie mit dem Vorderteil von dem Messer. Dann schneidet es nachher nicht mehr so gut. Jetzt darf die Aubergine hier wirklich, wir können sogar ein bisschen mehr Gas geben, die Aubergine hier schön braten lassen. Und so haben wir Zeit noch für die nächste Gemüse, oder? Also schön schälen. Weißt du, was man auch nicht machen kann? Wenn man alles schön frisch hat, ich glaube, ich brauche noch eine Hürbli. Dann kann man diese Schalen hier auch für eine Bouillon verwenden, wenn man schön viel Zeit hat und Bock zum Kochen, wirklich richtig kochen. Wochenende, schlechtes Wetter, also könnte man wirklich die schöne Schale, da hat man hier wirklich besorgt. Beim nächsten Bauer, dann wissen wir, woher es kommt, dann darf man auch die Schale verwenden. Und sonst haben wir jetzt, ich würde sagen, genug Hürbli. Aubergine nicht vergessen. Jetzt seht ihr, genau das wollen wir, dass wir so anfangen, quasi karamellisieren, oder? Das gibt genau die feine Aroma, die wir wollen. Und jetzt kann man ein bisschen runter. Das verschwendet man nicht. Nein, man braucht kein Wasser hier rein. Einige Leute würden sagen, ja, es brennt an, aber im ersten Moment will ich sogar, dass so ein bisschen anbrennt. Es ist wirklich es passiert hier verschiedene so chemische Reaktionen, die für so eine feine Kruste, fast ein bisschen karamellig sorgen. Und genau diese Aromen wollen wir nachher. Hürbli, auch möglich fein schneiden. Man könnte auch raffeln, aber es sieht nachher nicht mehr so schön aus. Schneiden, schneiden, schneiden. Und dann machen wir wirklich die Reihenfolge nach. Also was braucht am längsten? Also was ist so fest? Das wäre eigentlich die Hürbli hier, oder? Das braucht am längsten zum Kochen quasi. Aber die Aubergine muss wirklich zuerst dort quasi karamellisiert werden, dass auch keine Bitternote mehr am Schluss hat. Also ich kenne noch viele Leute, die sagen, ich mag Aubergine nicht, das ist bitter. Ist es nicht, wenn man richtig macht. Und es braucht nicht mehr Zeit. Also ich brauche jede Zeit hier zum Hürbel schneiden. Also in der Zwischenzeit macht die Aubergine das von selbst.
Das geht ganz gut. Wenn man wirklich Aubergine nicht gern hat oder wenn man Kinder die haben, die noch nicht so weit sind zum Aubergine essen, das kommt mal, dann lässt man einfach die Aubergine weg. Nimmt man die Gemüse, die man gern hat. Man kann theoretisch auch nur Zucchetti-Lasagne machen. Das ist schon wunderbar, schon besser als jede fertig gekaufte Lasagne. Und man hat trotzdem Gemüse drin. Aber wenn man schon so viele verschiedene Gemüse hat, nehmen wir, du wirst sehen, es gibt nachher super Farben. Wahrscheinlich auch die, die Aubergine nicht gern haben, werden nachher. Und jetzt, ich habe vorher gesagt, man braucht kein Wasser, oder? Da haben wir jetzt das Wasser, was wirklich aus dem Gemüse selber, aus der Aubergine selber jetzt verdampft hat, geben wir zurück. Also wir wollen hier kein Aroma und keine eigene Saft verlieren. Geben wir da. Wann hast du gelernt, dass das Loch hier dafür ist? Ich war schon sicher 35, als ich das gelernt habe. Aber es ist wirklich gut. Sonst habe ich früher immer so ein Brett oder ein Teller nebendran gebraucht dafür. Da braucht man gar nicht, die Pfannen haben das schon. Ich weiß nicht, ob auf der ganzen Welt so ist, aber in der Schweiz auf jeden Fall. Jede Pfanne hat da ein Loch. Und das ist, ich glaube, dafür. So. Aubergine karamellisieren weiter. Da merkt man teilweise auch erst beim Schneiden, da merke ich jetzt zum Beispiel, die schönen gelben Hürbli sind viel fester als die farbigen. Was machen wir? Haben wir vorher gesagt, je nach Kochzeit geben wir die Gemüse nach und nach. Ich habe das Gefühl, die brauchen hier länger, dann gebe ich schon gleich rein. Wasser wieder rein, kein Geschmacksverlust. Wir können sogar das ganze Hürbli jetzt schon geben. Aubergine sichert soweit. So. Und das Rühren nicht vergessen. Also ich habe bis jetzt nichts weiteres hier eingegeben als Olivenöl, Aubergine, Zwiebel. Hat die Aubergine schön so karamellisieren lassen. Und jetzt habe ich mit dem Hürbli angefangen. Sieht mal schon farbiger aus. Schneiden wir noch die restlichen Hürbli. Wie gesagt, es muss nicht jeder Würfel genau gleich aussehen wie die andere. Sie sind nachher schön weich und mischen miteinander. Merkst du, wie die anders ist, die Textur? Und das ist schön, das merkt man nachher auch noch in der Soße. Die verschiedenen Texturen, weil sie werden nicht alle gleich weich sein. Aber das wollen wir. So. Jetzt haben wir das ganze Hürbli weg. Rühren nicht vergessen. Und jetzt können wir mit dem Zucchini anfangen. Wie gesagt, wenn Zucchini-Saison ist, kann man voll mehr Zucchini nehmen und weniger Hürbli. Wenn man da keine Zucchini hat, mehr Hürbli und weniger Zucchini, spielt es keine Rolle. Könnte theoretisch noch Lauch nehmen, könnte noch ein bisschen Kürbis nehmen.
Hauptsache verschiedene Farben, verschiedene Texturen. Haben wir dann nicht nur Schönheit, aber dann haben wir auch noch verschiedene Mineralstoffe, verschiedene Vitamine. Und das bei einer feinen Lasagne. So. Kann immer wieder nutzen, wenn neue Zutaten dazu kommt, wirklich schön untereinander zu rühren. So wird alles wirklich gleichmäßig angebraten. Sieht fast so aus, als wäre die Pfanne jetzt zu klein. Aber es wird noch weniger hier. Gemüse verlieren Wasser, also verlieren Volumen, aber nicht an Aroma. Sie geben die Aroma wirklich hier ab. Deswegen haben wir immer wieder den Deckel drauf. Kommt schon. Schon schön mit der Farbe. Und jetzt Peperoni. Wie schneidet man Peperoni? Das ist jetzt botanische Anatomie. Ohne Witz. Peperoni hatte wirklich die schöne Rille da. Da hat uns die Natur so vorgegeben. Zum Schneiden, nicht für anders. Eigentlich hat noch andere Funktionen, aber für uns jetzt ist zum Schneiden. Man geht mit dem Messer wirklich genau da in diese Rille rein und bis am Schluss, bis nicht mehr geht. Teilweise haben sie 3 oder 4. Das ist eine genetische Geschichte, aber darüber müssen wir jetzt nicht noch reden. Und dann kann man wirklich brechen. Also einfach brechen. Ohne Verlust. Ja? Vor allem, wenn man Schüsse trifft. Und dann muss man nur wirklich diese weiße Hütte hier wegnehmen. Das kann auch ein bisschen bitter werden beim Kochen, aber vor allem, wenn man Peperoni in einen Salat verwenden will, kann sein, dass das ein bisschen bitter abgibt, also eine Bitterkeit. Kann man wirklich schön rausschneiden. Klopf für Klopf sind die Kerne weg. Geht alles automatisch. Und man verliert wirklich weniger vom Gemüse. Und jetzt höre, wie knackig das ist. Aber keine andere Gemüse schneide ich so gern wie Peperoni. Es ist so knackig und so einfach zum Schneiden. Es ist nur schwierig, nicht schon die Hälfte zu essen, bevor man kocht. Oder? Es muss nicht perfekt aussehen. Es gibt bei anderen Rezepten, wo das Aussehen schon noch wichtiger ist, wenn ich jetzt gefüllte Peperoni würde machen zum Beispiel. Aber dafür die Soße nicht. Rühren nicht vergessen. Und das Wasser drinnen lassen. Also die Auberginen sind jetzt schon schön, so fast glasig. So die Zwiebel sieht man ja schon fast nicht mehr. Die Auberginen sind wirklich schon schön weich. Da könnte man die jetzt schon probieren und sie sind wirklich nicht mehr bitter. Das ist alles weg. Dann kann man mit der Peperoni ersten. Langsam ist die Pfanne wirklich klein. Rühren, rühren. Also ich habe bis jetzt keine Gewürze hier rein, keinen Zucker, weil einige Leute meinen, Aubergine, da muss man unbedingt Zucker rein tun. Es gibt Rezepte, wo das wirklich Sinn macht. Hier nicht unbedingt. Die anderen Gemüse haben auch schon genug Eigenzucker und werden die Säure quasi oder die Bitterkeit von der Aubergine kompensieren.
ein letztes Mal. Kann man ein bisschen runter. Und jetzt wissen wir schon, wie man Peperoni schneidet. Also der hat zum Beispiel 4. 4 so Rillen. Bis am Schluss. Brechen, brechen, brechen. So. Wenn man nur, logisch, weniger jetzt machen würde, könnte man wirklich so in eine Schüssel im Kühlschrank versorgen. Wenn zum Beispiel die Pfanne wieder zu klein ist, man kann nicht mehr alles brauchen. Aber wir nehmen alles. Gibt schon für alle Mittagessen. Oder wie vorher gesagt, dann kann man gut in kleine Portionen machen, einfrieren und dann hat man auch für später eine Portion Lasagne schon fertig. Wenn ich jetzt zu Hause nur rote Peperoni hätte, würde ich die Rezepte natürlich trotzdem machen, nur mit roter Peperoni. Das gleiche mit Gelb, das gleiche, wenn ich keine Peperoni hätte. Man kann die Zutaten hier für diese Rezepte immer ersetzen oder wirklich weglassen. Wir machen hier so die Luxusvariante fast mit allem Gemüse und mit so vielen farbigen Hörbli. Das hat man nicht immer, auch schon saisonbedingt nicht. Und die Rezept ist wirklich nicht schlecht zum Reste verwerten im Kühlschrank. Ja. Wenn ich teilweise so in einer Schüssel eine halbe Peperoni habe, 2 Hörbli, vielleicht noch eine so traurige Zucchini, der sieht schon geschrumpft aus, kann man schneiden und nachher sieht man das wirklich nicht mehr. Und die Gäste oder die Familie wird meinen, oh, wow, voll überlegt, sie hat wirklich Lasagne machen. Zumindest bei mir denken sie das. Und es ist überhaupt nicht beschiss. Es schmeckt gut, oder? Und teilweise die superreifen Sachen schmecken sogar noch besser, weil sie so voll die Aromen entwickeln könnten. Und jetzt müsst ihr schauen, wie schön farbig das ist, oder? Könnte man das hier schon ein bisschen länger anbraten lassen, würzen, vielleicht noch Herdöpfel dazu. Und dann hätte man auch schon eine vollwertige Mahlzeit. Könnte man auch in einen Ofenform tun, Käse drüber, Eier, hat man Auflauf. Aber wir wollen heute eine Lasagne. Da braucht man nicht mehr Platz schaffen. Denn, was kommt jetzt? Die ganzen Gemüse haben jetzt die Soße abgegeben. Die Peperonis habe ich wirklich erst am Schluss gegeben. Sie werden nachher noch weich, aber ich will nicht, dass sie so verkocht sind und gar keine Textur und Geschmack mehr haben. Dann gebe ich jetzt schon die Pilates. Es könnte Tomatenextrakt sein, es könnte frische Tomate sein, klein geschnitten. Jetzt gehe ich ein bisschen rauf hier mit dem Power und hoffe noch fest, dass alles Platz hat in der Pfanne. Man kann auch so, wenn man so zu Hause eine andere Pfanne hat, so für Spaghetti kochen zum Beispiel, die meistens die größte, kann man die nehmen. Die Bratpfanne hat den Vorteil, auch wenn eine kleinere ist, dass die Sachen besser, schneller und schöner regelmäßig angebraten werden. Haben wir die Tomaten. Und jetzt kann man mit dem Gewürze auch anfangen. So, dass die Gemüse jetzt hier das Wasser abgeben, aber die aromatische Eigenschaft abgeben. Oder? Man kann Verschiedenes nehmen. Wir machen da Pasta, dann nehmen wir eine Pizzapasta Gemüse. Ganz mutig,
auf der großen Seite der Streuer. Geben wir unser Salz, Herdöpfelgewürz. Zuerst vorsichtig, man kann nachher noch probieren und wenn nötig ein bisschen mehr dazu geben. Den Pfeffer warten wir noch. Vorteil von einer großen Pfanne ist, dass man nicht so vorsichtig umdingsen hier, umdrehen, umrühren muss. Und wir wollen nichts verlieren, da muss man wirklich aufpassen. Wenn ich jetzt eine Rest Weisswein im Kühlschrank hätte oder eine Rest Rotwein hätte, würde ich auch hier reintun. Aber man muss nicht extra eine Flasche aufmachen, deswegen. So, schön ist das. Machen wir wieder zu. Und jetzt haben wir Zeit. So, dann kann man weitermachen. Die Soße oder Gemüse-Ragout, je nachdem, wie man das nennen will, sieht schon so aus, als wäre bereit. Schön farbig und saftig. Können wir jetzt noch probieren und nachwürzen. Probieren. Immer probieren. Habe vorher ganz vorsichtig gewürzt, hast du gesehen? Nur ein bisschen Herdöpfelgewürz, ein bisschen Pizzapasta-Gewürz. Jetzt schauen wir, ob noch etwas braucht. Fast gut. Nachher kommt noch eine Rahmsoße, die auch noch Salz drin hat. Dann bleiben wir vorsichtig. Käse hat auch Salz, also nicht übersalzen oder nicht versalzen. Man kann immer noch mehr dazu geben. Nehmen wir jetzt noch Pfeffer, Steckhauspfeffer. Wenn man gern scharf isst, könnte man hier auch noch fein geschnittene Chilis nehmen oder ganz am Anfang schon. Würde ich weglassen, wenn man kleine Kinder die hat. So. Ein bisschen mehr Salz darf sie. Aber jetzt vorsichtig. Den anderen Streuer Seite. Gut. Also kriechen tut es gut hier. Farbig sieht es aus. Wir haben keinen Geschmacksverlust. Möglichst weniger gute Stoffverlust, also Mineralien und so weiter. So, abstellen. So, nehmen wir zuerst möglich eine Soße. Es ist, wie gesagt, nicht wirklich eine Soße, es ist so eine Ragout. Gemüse-Ragout. Zuerst am Boden. Schön verteilen. Dann kommen unsere Lasagneblätter. Braucht immer wieder Platz. Habe ich Glück. Form passt. Ah nein, es passt nicht. Am Schluss habe ich ein bisschen, fehlt mir Platz. Was machen wir denn? Stück brechen, fühlen wir die Ecke. Geht's auch. Dann kommt nochmal Soße. Wie gesagt, wenn ich jetzt für mehrere Tage kochen will, einfach kleinere Gratenform nehmen und kleinere Portionen machen. Wer so wie ich gern Käse hat, einfach hier schon Käse nehmen. Einige machen ganz vorsichtig und erst oben drauf, machen wir hier unten. Du wirst nachher sehen, es lohnt sich.
Schön verteilen. Und dann so weiter geht, bis nicht mehr geht, bis nichts mehr hat. Guck mal, wenn ich so mache, ist es sogar besser. Nein, nicht unbedingt. Machen wir da anders. So, wieder 3. Und wieder ein Bruchstück. Sieht jetzt noch so ein bisschen trocken aus, aber wenn du nachher die Rezepte schaust, haben wir noch eine feine Rahmsoße drauf. Könnt ihr jetzt schon verteilen, muss ich aber nicht, genau erst auf der letzten Schicht machen, das spart mir Zeit. Und wir wissen, dass da eine bekannte Schwerkraft gibt, die nicht nur immer positiv auf uns wirkt, aber in diesem Fall schon, weil die ganze Soße kommt auch nach unten und verteilt sich von selbst. Nochmal Käse. Könnt ihr hier auch zum Beispiel, wenn man Ricotta hat, wenn man wieder da einen Rest Mascarpone, hat vielleicht Gäste, hat eine Tiramisu gemacht, ist mir ein bisschen Mascarpone geblieben, könnte man hier auch noch verteilen. Ist fein cremig. So. So. Kommt gut. He? Wenn man auf der Seite sieht, sieht man auch die schöne Farbe. Die Pfanne hat übrigens gehalten. Es ist nichts rausgekommen. Der ganze Saft ist drinnen geblieben. Und als ich jetzt probiert habe, habe ich gemerkt, so die Hürbel sind teilweise zum Beispiel noch so al dente, sie haben noch Biss. Aber es ist genau, was ich will. Oder nachher im Ofen kocht das eben noch weiter. Und wir wollen nicht nachher so eine Gemüsepampe haben. Wir wollen wirklich jedes Gemüse erkennen. Und sie haben halt verschiedene Texturen und das ist die Idee. Sonst könnte man einfach nur Tomatensauce nehmen und hier eine klassische Lasagne machen. So, dann kommt nochmal Lasagneblätter. Wie gesagt, bis kein Platz mehr vorhanden ist. Ich kann auch noch ein bisschen zerdrücken. Dann kommen sie schön in die Soße. Ja, das habe ich noch. Schön. Und jetzt ist wirklich eine Meinungssache. Einige sagen, das Letzte in die Lasagne soll Teig sein, andere sagen, es soll Käse sein, andere sagen, es soll Soße sein. Ich mache so, wie ich gern habe. Kannst du mehrmals machen, 4 verschiedene Lasagne und immer anders und probieren. Ich habe gern, wenn Käse oben drauf ist, aber mit ein bisschen Soße, damit der Käse nicht so fest verbrennt, aber trotzdem eine feine Kruste gibt. Oder? Da. Die Pfanne hat gehalten, es war genug groß für die Menge Gemüse und jetzt muss der Former auch noch schaffen. Machen wir nochmal Käse. Hast du mitgezählt, wie viele Schichten ich hier schon habe? Ich nicht. Und jetzt bereite ich eben die Rahmsoße. Die kommt eben am Schluss. Ich habe extra was vorbereitet. Ich mache die heute mit Milch. Wenn du aber Milch nicht verträgt oder jemand die hat, die keine Milch verträgt oder Milch nicht gern trinkt, kann man auch mit Wasser machen. Die wird cremig, vielleicht ein bisschen weniger sämig, so, aber auch cremig genug. Und man kann auch mit einer vegetarischen Milch machen. Also zum Beispiel mit Hafermilch klappt das ganz gut. Einfach rühren.
Braucht noch ein bisschen. Gesagt, ich habe vorsichtig gesalzen, weil die Soße hat auch schon Salz, verschiedene Gewürze drin. Gut. Schön rühren, dann lassen wir ein bisschen. In der Zwischenzeit kann ich hier die letzte Schicht machen. Schön drücken. Nicht nur, dass wir genug Platz haben, aber wirklich, dass alles in Soße kommt, oder? Die Lasagneblätter müssen in Soße baden. Dass sie auch kochen und saftig bleiben. Ich wollte die Pfanne nicht ganz zerkratzen, ne? Dann nehmen wir doch ein bisschen Holz am Schluss. Und es passt. Es hat alles Platz hier drin. Ich kann zwar nicht so gut rechnen, aber anscheinend berechnen doch. Und es hat wirklich perfekt Platz. Wow, bin selber begeistert, das funktioniert auch. So, nochmal drücken, dass wir wirklich sicher sind, dass der ganze Teig in diese Ragout baden kann. Ist auch nicht schlimm, wenn eine Ecke so ein bisschen knusprig bleibt. Gibt auch mehr Textur drin und es ist auch fein. Jetzt kommt der Restkäse. Habe ich da ein bisschen übertrieben, glaube ich, unten dran. Macht da nichts, es hat genug in der Mitte. Und zuletzt die Rahmsoße. Ich glaube, ich probiere die auch noch. Nicht, dass so viel Salz ist hier drin. Es wäre schade, alles jetzt zu versalzen. Fein. Gibt ein feines Aroma. Könnte man auch zum Beispiel für einen Auflauf nehmen, wenn ich jetzt die Lasagneblätter nicht hätte. Und einfach die Gemüse-Ragout hier mit Kartoffel zum Beispiel. Oder eine Gemüselasagne mit noch mehr Gemüse, wenn ich anstatt Lasagneblätter zum Beispiel Zucchini in Scheiben schneiden würde. Aber unbedingt zuerst anbraten, sonst geben sie zu viel Wasser ab. Und dann gibt nur eine so wässrige Geschichte und das wollen wir nicht. Jetzt muss auch noch alles Platz haben. Der Ofen sollte in der Zwischenzeit schon vorgewärmt sein. Wenn es nicht, ist auch nicht so tragisch. Man braucht hier einfach Zeit nachher, bis die Lasagne fertig wird. Und dann hat man auch Zeit für sich. Oder zum Abwäschen zum Beispiel. So. Ich lasse das ein bisschen braten. Wenn ich nachher noch mehr Platz habe, kann ich immer noch den Rest, aber dort ein bisschen zu viel gemacht. Das kommt jetzt in den Ofen. Der noch nicht heiß ist. Sieht man die Farbe jetzt schon? Sieht schön aus. Jetzt sollte die Lasagne langsam fertig sein. Kontrollieren wir. Bitte unbedingt zu Hause auch kontrollieren. Ja. Ja. Also der Teig ist soweit. Es ist durch. Es ist am Rand noch schön knusprig, so wie wir wollten. Und jetzt bloß die Finger nicht verbrennen.
Es riecht gut. Es sieht schön farbig aus. Die Form hat die Arbeit geleistet. Es ist nichts rausgelaufen. Ein bisschen Glück muss man doch auch haben in der Küche, ne? Und jetzt fällt nur noch der Steady zum Probieren. So, Steady. Riechen tut's gut. Ich finde, es sieht schön aus. Sieht fantastisch aus, Jetzt so viel Farbe. Der ultimative Test. Ja. Bitte schön. Zum Wohl? Danke. Nein, ein guter. Genau. Ja, ich denke, zum Trinken gibt es ja da nichts. Ui, schau mal. Die Blättchen sind perfekt gekocht. Und schmecken. Schmeckt Tomaten, Zucchetti, Peperoni. Und sogar der Käse. Exzellent. Dann muss ich auch probieren. Sehr gern. Nicht, dass du einfach so nett bist. Ja, der Teig ist immerhin nicht zu gekocht, nicht verkocht, oder? Merkt man das? Hat noch ein Biss. Ich hätte nicht besser gemacht. Du hast es gemacht. Danke vielmals. Schwein. Danke.